Ich habe es vorher gesagt, neue Serie, heiße Eisen, heiße Themen. Heute Abend reden wir über Trinität. Ich freue mich mega auf den Abend, das ist so ein cooles Thema, es ist mega breit. Wir werden so ein bisschen fast schon ein systematische, theologische Dings anschauen, also wir werden es einfach recht tief anschauen. Und ich freue mich mega drauf. Vielleicht hörst du das erste Mal das Wort Trinität. Trinität, man sagt auch Dreieinigkeit. Ich habe aber eine Definition mitgebracht für euch. Und zwar heißt es die Dreiheit der Personen. Vater, Sohn, Heiliger Geist. In der Einheit Gottes. Die Dreieinigkeit oder auch Dreifaltigkeit. Und um das geht es. Es geht um Dreieinigkeit. Es geht um Vater, um Sohn und um den Heiligen Geist. Und alle drei zusammen. Und in meinen Notizen, das ist jetzt nicht gelogen, da steht 3 aber 1. Hä? Es ist einfach verwirrend. Es ist mit der Hauptgrund, warum andere Religionen sagen, hey, ihr glaubt nicht an einen monotheistischen Gott. Das stimmt gar nicht. Ich glaube doch an mehr wie einer. Hey, das geht doch gar nicht auf. Und das ist wirklich ein Kritikpunkt an unserer Religion, an was wir glauben. Und ich habe ein Zitat mitgebracht. Vielleicht kennst du das Buch oder den Film «Die Hütte». Und dort wird ja die Trinität ganz spannend dargestellt. Und das Zitat ist folgendes. Ich dachte immer, Gott, der Vater, wäre der Chef. Und Jesus wäre derjenige, der die Anweisung des Vaters ausführt. Ihr wisst schon, gehorsam ist. Ich bin mir nicht sicher, wie der Heilige Geist in das Bild passt. Vielleicht sagst du, hey, weißt du was, der Heilige Geist, den kenne ich eigentlich. Aber Jesus oder der Vater, der ist mir fremd. Ich weiss nicht, wie es dir geht mit dem, aber wir werden das heute Abend anschauen. Und bevor wir loslegen, wäre es cool, wenn ihr jetzt alle euer Handy vornehmen würdet. Auch die Hause, egal wo ihr seid, im Steppbacher, Trab, in der Loft. Nehmt euer Handy vor und scannt doch schnell den QR-Code scannen. Ich habe eine Frage mitgebracht. Und zwar ist es, zu wem bettest du? Bettest du eigentlich zum Vater? Bettest du zu Jesus? Bettest du zum Heiligen Geist? Zu wem bettest du? Hey, und Antworten werden wir erst nachher anschauen, aber ich freue mich darauf, die Auswertung dann zu sehen. Ihr seht, heute Abend ist mit mir auf der Bühne ein Gast. Der Joel Spirgi ist heute Abend mit auf der Bühne. Ich freue mich riesig. Er ist ein Gast am 20s, wobei, der 20s kennst du eigentlich auch schon ein bisschen. Aber er ist eigentlich auch vom ICF Zürich. Ich durfte eher mit dem Joel zusammenarbeiten. Wir arbeiten zusammen im ICF Movement Team. Und heute, es ist eben noch spannend, weil normalerweise ist er mein Leiter, aber in 20 bin ich mehr daheim. Aber der Joel studiert auch Theologie und wird einfach in das Thema tiefer mit uns reingehen, in die Trinität. Joel, the stage is yours. Hey, danke vielmals, liebe Michelle. So gut, dass wir da sein heute Abend. Ich habe mich riesig gefreut. Die sind einfach so ein geiler Haufen. Egal ob da innen oder irgendwo im Städtbacher oder in Rappi, ich bin so froh, dürfen heute mit dir zusammen diese Celebrations feiern und uns fokussieren auf Trinität. Joel Vögeli, Team, Michel, ihr macht so einen geilen Job hier. Es ist so cool, einfach dürfen, zu sehen, wie der 20s trotz allen Umständen am Aufblühen ist. Und es ist ein riesen Privileg, dürfen heute mit euch zusammen da sein. Ich habe euch ein Foto mitgenommen von meiner Family. Ich bin geheiratet seit 10 Jahren. Auch seit 10 Jahren, 25 diese Woche. Und habe 2 Söhne. Der eine ist der Jaden und der Jünger ist der Jackson. Genau, so fantastisch geheiratet sein und Kinder zu haben. So etwas Cooles, so ein Sagen. Ich bin seit 6 Jahren angestellt im ICF, arbeite für das ICF Movement, darf dort eben unsere Kirchen und Churchplans begleiten. Das ist ein mega Privileg und das mit der Michelle zusammen ist fantastisch. Ja, Trinität. Trinity, ich weiss nicht, vielleicht kommt irgendein Matrix-Charakter in den Sinn. Und du hast das Wort Dreieinigkeit noch gar nicht gehört vor heute. Ich weiss nicht, wie es dir geht. Vielleicht hast du das Gefühl, ja, irgendwie tönt das ein bisschen verstaubt, ein bisschen langweilig und nicht so relevant für mich. Aber ich möchte heute mit dir zusammen schauen, wieso ist das wichtig? Warum geht es uns überhaupt etwas an? Weil in der christlichen Theologie geht es in erster Linie um Gott. Es geht um Gott in der Theologie. Und die Diskussion um Gott geht in erster Linie darum, um Trinität. Wer ist denn der Gott? Und Trinität ist ein unglaublich zentrales Konzept. Darum lass uns heute zusammen ein bisschen das erforschen und anschauen und herausfinden, was das mit uns zu tun hat. Es gibt so 4 Fragen, die wir uns stellen sollten, wenn es um Trinität geht. Die erste Frage ist, was meinen wir überhaupt mit Trinität? Was um alles in der Welt ist das? Und nachher die zweite ist,
Warum glauben wir überhaupt, dass es Trinität gibt? Die dritte Frage wäre, warum ist es wichtig und was hat es für eine Relevanz für dich und für mich? Also diese Frage werden wir heute ein bisschen anschauen, weil die Trinität ist eigentlich ein rechter Skandal. Michel hat das vorher kurz angetönt. Eigentlich kommt ja das Christentum aus einer monotheistischen Religion aus. Es ist ein monotheistischer Glaube. Monotheistisch bedeutet, wir glauben, es gibt nur einen einzigen wahren Gott. Im Gegensatz zum Polytheismus, wo man daran glaubt, dass es ganz viele Götter gibt, gibt es im christlichen und im jüdischen Glauben nur einen einzigen Gott. Und du musst wissen, das ist unglaublich zentral, gerade für die Juden. Die Juden, die haben ein Schema. Das Schema Israeli. Vielleicht hast du schon mal etwas von dem gehört. Das ist eigentlich so ein zentrales Stück aus dem Alten Testament, das anfängt mit folgendem Wort. Und zwar steht dort aus dem 5. Mose 6,4: Höre Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr ist einer. Das ist das zentrale Glaubensbekenntnis der Juden, dass Gott ein Gott ist. Und du siehst, bis heute an den Türpfosten der Juden, dass sie das Schema haben sie dort als Papierrollen in sogenannten Mezuzahs an ihren Türpfosten angemacht. Und sie beten das am Morgen, am Abend. Es ist eigentlich das Letzte, wo ein Jude betet, bevor er stirbt. Es wird dem Kind beigebracht. Das ist absolut zentral. Und wo Jesus etwa 2000 Jahre nachdem dass das aufgeschrieben worden ist, gefragt wird, hey, Jesus, sag mal, was ist eigentlich das wichtigste Gebot? Jesus zitiert genau das Schema. Wir lesen das in Markus 12, 29 bis 30. Er sagt dort, Jesus hat geantwortet, das höchste Gebot ist das, was wir gelesen haben vorher, im 5. Mose. Los Israel, der Herr, unser Gott, ist der Herr allein und du sollst den Herr, die Gott lieben, von ganzem Herz, von ganzer Seele, von ganzem Gemüt und mit all deiner Kraft. Und du sollst die Nächsten lieben wie dich selber. Hast du wahrscheinlich schon mal gehört. Also du merkst, Jesus bestätigt den Monotheismus der Juden, aber was macht er sonst noch? Und jetzt kommt der Skandal. Er behauptet von sich selber, Gott zu sein. Jesus sagt, ich bin Gott. Und das ist ein Mindblower. Für die Juden, die können das nicht einordnen. Das ist absolut für die Juden blasphemisch. Wie kann jemand irgend so etwas sagen? Und wir sehen das zum Beispiel, einfach, dass du ein paar Beispiele hast, in Johannes 10,30, dort sagt Jesus, der Vater und ich sind eins. Wir sind eins. Und das Wort, das dort für eins gebraucht wird, das ist, auf Griechisch ist das ein sachliches Wort. Also er sagt nicht mit dem, wir sind die gleiche Person, sondern wir sind im Wesen eins. Wir sind gleich im Willen, wir sind gleich in der Natur. Du siehst das so an anderen Orten. Jesus nimmt die Anspruch, Gott zu sein. Er nimmt das Ich-Bin-Statement, das sich Gott hat offenbart gegenüber den Israeliten im Exodus, im 2. Mose, nimmt er ins Mut und beansprucht es für sich selber. Jesus tut das Gesetz neu auslegen. Er ist Herr über den Sabbat. Und du merkst, dass Jesus hat den Gottheitsanspruch und die Frage, wer das Jesus ist untrennlich verbunden mit der Trinität. Weil, wenn Jesus auch Gott ist, dann folgt daraus, dass Gott mindestens noch eine zweite Person muss sein. Okay, jetzt, wo ist die dritte Person? Oder? Wo ist der Heilige Geist? Da fehlt uns noch. Und das sehen wir immer wieder im Neuen Testament, dass plötzlich die dritte Person vor Gottheit auftaucht. Wir sehen zum Beispiel dort, wo Jesus die Jünger ausschickt und sagt, hey, jetzt geht in die ganze Welt und macht Menschen zu meinen Nachfolgern. Rufen sie und taufen sie auf den Namen vom Vater, vom Sohn und vom Heiligen Geist. Du siehst das auch an anderen Stellen. Der Paulus schreibt zum Beispiel den Korinther und erwähnt dort in einem Atemzug, wie wenn es das Normalste auf der Welt wäre, Jesus Christus, der Vater und der Heilige Geist. Das kommt immer wieder vor. Jetzt kannst du dir vorstellen, für die Leute, das ist immer noch ein Mindblower, die haben keine Ahnung, wie das einordnen. Wie gehe ich jetzt mit dem um, dass plötzlich der monotheistische Gott, der allein ist, irgendwie in 3 Formen auftritt? Und Jesus hat uns nicht einfach eine Antwort gegeben und darum haben die früheren Christen, die haben darum gerungen und die haben sich Gedanken gemacht und überlegt, wie können wir jetzt das in Wort fassen.
Und sie haben angefangen, Glaubensbekenntnisse aufzuschreiben. Ich habe eine ganze Liste mitgenommen von Glaubensbekenntnissen. Nicht, dass wir die alle durchlesen heute Abend, aber was du merkst, ist, es hat dort irgendein Prozess stattgefunden, wo wir dem Ausdruck geben mussten, was meinen wir eigentlich, was glauben wir denn wirklich? Wir haben das probiert, in Worte zu fassen. Und ich habe dir ein Beispiel mitgenommen von einem von diesen Glaubensbekenntnissen, und zwar heisst es, Michelle? Um das sagen. Es heisst das Niceno Konstantinopolitanum. Es hat sich gelohnt zu üben, alle zusammen, egal ob du daheim bist oder oben im Steppacher oder da unten. Niceno Konstantinopolitanum. Das. Der Christoph, der Producer, hat das so wunderbar drauf. Wenn ihr es wirklich wissen, wie man es sagt, müsst ihr ihn fragen. Kannst du uns ein paar Auszüge daraus vorlesen? Genau. Dort steht, wir glauben an einen Gott, den allmächtigen Vater, und an den einen Herrn Jesus Christus, den Sohn Gottes, wahrer Gott vom wahren Gott, eines Wesens mit dem Vater, und an den Heiligen Geist, der Herr ist und lebendig macht, der aus dem Vater hervorgeht, der mit dem Vater und dem Sohn angebetet und verherrlicht wird. Amen. Du merkst, da haben sich Leute überlegt, ja, wie kann man das jetzt irgendwie in Wort fassen? Und da passiert Sprache. Übrigens, so die letzten 3 Zeilen, die wir gelesen haben über den Heiligen Geist, das ist das erste Mal in einem Glaubensbekenntnis, wo das drin war. Wir haben dann mit zusätzlichen Ausdruck verleihen, dass der Heilige Geist eben genauso ein Teil ist von dieser Trinität. Okay. Ich hoffe, du bist noch nicht allzu verwirrt. Aber wir machen jetzt zusammen ein Experiment, um ein bisschen Fleisch an Knochen zu bringen und ein bisschen herauszufinden, wie fühlt sich das an, wenn man sich überlegen muss, wie drückt man Trinität aus. Und dazu nimmt Michelle uns mit in die Interaktion. Genau. Ihr habt jetzt, Countdown wird laufen, ihr habt genau 3 Minuten Zeit und ihr habt Stift und Papier. Die haben das auch in allen anderen Locations, habt ihr hoffentlich auch Stift und Papier ready. Und jetzt könnt ihr euch Gedanken machen. Wir haben jetzt ein Beispiel von einem Glaubensbekenntnis gelesen. Das heisst, in Wort haben sie es immer wieder versucht zu fassen. Aber man kann es aber auch bildlich darstellen, Trinität. Und für das habt ihr jetzt Zeit. 3 Minuten. Und wenn ihr wollt, wir werden USC's Instagram hier hin tun. Ihr könnt ein Foto von dem, was ihr zeichnet, für die Bilder, die ihr bekommt, für die Darstellungen, könnt ihr uns schicken. Und dann können wir vielleicht 1, 2 Beispiele noch zeigen. Also wenn du schon etwas aufgezeichnet hast, darfst du mir gerne das schnell schicken. Und vielleicht können wir noch 1, 2 von denen dort aufmalen. Einfach direkt auf Insta per Direct Message. Gib dir mein Telefon, du kannst schauen. Also nur Direct Message, das geht Michelle.
Sehr cool. Ich weiß nicht, wie es dir ist gegangen. Es ist gar nicht so einfach, das probieren irgendwie aufzuzeichnen, Trinität. Und ich bin gespannt, vielleicht kommen noch ein paar rein, also darfst du es immer noch schicken. Wir werden uns jetzt ein bisschen Gedanken machen, wie kann man überhaupt die Trinität ein bisschen definieren? Oder wie kann man das genau in Wort fassen? Was gibt es da für Möglichkeiten oder für Bilder? Trinität per se, Dreieinigkeit, ist nicht ein Wort, das du in der Bibel findest. Das ist ein Wort, das erst mit der Zeit ist entstanden. Und zwar ist der Theophilus, der Bischof von Antioch, ich hoffe, ich sage seinen Namen richtig, ist der Erste, der das Wort gebraucht hat. Und der Tertullian war nachher der, der das ein bisschen weiterentwickelt hat. Das ist nachher Schritt für Schritt weitergegangen. Und man hat probiert, dem Mysterium von dieser Trinität Ausdruck zu geben. Was wichtig ist zu sagen, obwohl das Wort nicht direkt vorkommt in der Bibel, ist es trotzdem ein Konzept, das innerbiblisch sich entwickelt. Und auch nicht nur im Neuen Testament. Du findest schon im Alten Testament immer wieder Hinweise auf die Dreieinigkeit von Gott. Du findest zum Beispiel, wenn du das möchtest nachlesen, im Psalm 110, Vers 1, wo der David schreibt über den Herr. Und das ist eine mega spannende Passage, weil Jesus greift die auf im Matthäus 22 und das ist ein Bezug auf Jesus. Oder du siehst den Geist Gottes, der über dem Wasser schwebt, ganz am Anfang der Bibel, im Buch Genesis. So gibt es ganz viele so Beispiele bereits im Alten Testament, wo du die Trinität eigentlich schon ein bisschen schmecken kannst, bevor sie eigentlich sich offenbart, wo Jesus auf die Erde kommt. Ja, das in Wort zu fassen, das Mysterium, das ist etwas, das wir seitdem immer probiert. Wir haben es gesehen, wir haben die Glaubensbekenntnisse gehabt, wo die Leute haben probiert, die Sprache zu entwickeln. Und wir haben nicht nur das in Sprache gefasst, weil oft ist es doch so, wenn wir möchten eine Wahrheit, die irgendwie ein Mysterium ist, weitergeben, dann dient die Kunst für das unglaublich gut. Und so hat das Thema Trinität oder Weg gefunden in die Kunst. Wir haben ganz, ganz viele Bilder, ganz viel gemalt und ich habe euch da eins mitgenommen vom Raphael. Das ist aus dem 1520 in Rom gemalt und du siehst dort innen bereits, dass das natürlich kommuniziert, weil du siehst dort innen eine gewisse Hierarchie. Du siehst zum Beispiel, jemand ist oben. In diesem Fall ist der Vater, Gott, oben. Und nachher Jesus ist in der Mitte, zentral verherrlicht. Und unten ist irgendwo noch der Heilige Geist. So, oder? Und du merkst, mit dem, wie wir über die Trinität denken und wie wir sie ausdrücken, implizieren wir schon, wie wir Gott verstehen. Und genau gleich, wie man Kunst braucht, um die Trinität irgendwie in Bilder zu fassen, haben wir eben auch Symbol gebraucht. Wir haben hier schon ein paar aufgemalt. Ich habe noch ein paar mehr mitgenommen. Du hast zum Beispiel ein gleichseitiges Dreieck. Das haben wir. Gut, das ist nicht so gleichseitig, Michel. Also da müssen wir noch schauen. Schau das hier an. Also die Idee ist, dass du eigentlich ein Dreieck hast und jede Seite ist gleich lang, oder? Und jede Seite steht für eine Person vor Gottheit. Also Vater, Sohn, Heiliger Geist. Das hat aber schon wieder ein kleines Problem, weil irgendetwas ist weiter oben und etwas ist tiefer. Also die Frage ist, was heisst das? Du hast zum Beispiel das Triquetra, das sogenannte, das ist die Form, die so ineinander hineinfließt und dann noch mit einem Ring drin. Das ist so ein Symbol, das man gebraucht hat. Oder der St. Patrick vom St. Patrick's Day, hast du vielleicht schon mal in einem Pub gesehen. Der hat ein Kleeblatt genommen. Das ist eigentlich ein Sinnbild für die Trinität. Er hat gesagt, hey, schau, die Trinität ist wie ein Kleeblatt. Es hat ganz viele andere Bilder. Etwas, was mir zum Beispiel mega hilft, ist Licht. Vielleicht hast du die Analogie schon mal gehört. Licht besteht einerseits Physikunterricht, weißt du sicher noch, aus Wellen. Und gleichzeitig besteht Licht aus Teilen. Oder? Und es ist beides gleichzeitig und du kannst beides feststellen. Und irgendwie fühlt sich die Trinität ein bisschen für mich so an. Was ein weiteres Bild ist von C.S. Lewis, der hat gesagt, die Trinität ist eigentlich wie ein dreidimensionaler Würfel. Und unsere Herausforderung als Menschen ist, wir leben eigentlich nur in einer eindimensionalen Welt. Das heisst, für uns sieht irgendwie alles aus wie ein Strich und wir können die Trinität gar nicht wirklich erfassen. So ein klassisches Beispiel, das man auch oft braucht, um die Trinität darzustellen, ist das sogenannte Schild der Dreifaltigkeit, das die Beziehung der Personen mit dem Gott
mit der Gottheit eigentlich darstellt. Und du merkst grundsätzlich, irgendwo ist alles ein bisschen nicht ganz dort, oder? Es gibt immer irgendwie etwas, das nicht ganz aufgeht. Wichtig ist vielleicht auch noch zu sagen zum Unterschied. Also, wir reden bei Trinität nicht einfach von unaustauschbaren Namen, sondern die Personen vor Gottheit, die sind abgrenzbar, aber nicht unbedingt durch das, was sie tun. Das haben wir auch oft versucht, dass wir probiert herauszufinden, wer hat genau welche Rolle, wer macht was. Und irgendwie geht das auch nicht auf, weil du kannst nicht sagen, dass jemand das nur gemacht hat als einzelne Person vor der Trinität und die anderen sind nicht dabei gewesen, weil dann nimmst du irgendwie das Ganze wieder auseinander. Also es geht auch nicht auf. Und der Unterschied von den Personen in der Trinität liegt in erster Linie in der Beziehung, die sie zueinander haben. Und ich glaube, das ist ein mega spannender Aspekt der Trinität, dass grundsätzlich das, was die Personen ausmacht, ist Beziehungen und nicht das, was sie tun oder welche Haarfarbe oder Charakteristik haben. Warum das relevant ist, zu dem kommen wir später noch. Du kannst dir vorstellen, es hat sicher auch ganz viele so Streitfragen gegeben, oder? Man hat sicher schon sich die Köpfe eingeschlagen und darüber gestritten, ja, aber es muss doch so sein mit dem Gott, oder? Die Leute haben gerungen. Und in diesem Ringen gibt es oft auch Irrlehren. Irgendjemand, der irgendetwas behauptet, das eigentlich gar nicht stimmt. Und Irrlehren sind eigentlich gerade am Anfang des Christentums mega wichtig gewesen. Also wir müssen nicht unbedingt Angst haben vor Irrlehren, weil oft führt es dazu, dass wir genauer sein und Sachen besser erklären. Und genau das ist schon passiert. Am Anfang des Christentums haben wir zum Beispiel den Arianismus gehabt, der sogenannte, der gesagt hat, dass es eine Hierarchie gibt in der Trinität. Aber das Bild, das man oft auch wieder gesehen hat, Kunst, dass der Vater und der Sohn über dem Heiligen Geist stehen. Das ist zum Beispiel eine Dynamik, die immer wieder herausfordernd ist bei der Trinität, dass man das Gefühl hat, das hat eine Hierarchie drin. Das war schon übrigens ein riesen Streit über die sogenannte Filioque-Frage oder Streitfrage, die die Ost- und die Westkirche getrennt hat. Um 1054 nach Christus ist die katholische und die orthodoxe Kirche auseinandergebrochen. Nur wegen so einem kleinen Wort und wegen dem Papst. So die zwei Sachen. Aber es ist wirklich, das hat ganze Kirchenbewegungen gespalten. Also du merkst, so die Frage nach einer Hierarchie ist so die eine Spannung da drin. Und die andere Spannung ist das, was die Modalisten gesagt haben, wo auch bis heute eigentlich immer noch wieder vorkommt, dass Leute sagen, ja eigentlich ist es doch so, dass Gott, er ist eigentlich eins und er legt einfach verschiedene Masken an. Also er tritt mal als Jesus auf und dann tritt er als Heiliger Geist auf und dann tritt er als Vater auf. Aber eigentlich ist er immer der gleiche. Und es gibt natürlich zwei Probleme. Das erste ist, dass wir in der Bibel klar lesen, dass die Personen von Gott, dass die Beziehung haben miteinander. Also Jesus betet zum Beispiel zum Vater. Und wenn Gott würde auftreten mit einer Maske gegenüber uns, dann könnten wir ja gar nie wirklich wissen, wer er ist. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir Gottes Offenbarung in diesen Persönlichkeiten auch vertrauen und wissen, dass er wahrhaftig Sohn, Vater und Heiliger Geist ist. Ich möchte dir zum Schluss, bevor wir nachher noch ein bisschen ins Praktische hineingehen, so ein paar Gedanken noch mitgeben. Das erste sind so ein paar grundlegende Prinzipien zur Trinität, die wichtig sind für dich zum Wissen und für dich zu verinnerlichen. Das erste ist, Gott ist wahrhaftig eins. Es gibt nur eine göttliche Essenz. Gott ist aber auch wahrhaftig drei. Er ist drei Personen, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Und in dem ist Gott Vielfalt. Er ist vielfältig. Der Vater, der Sohn und der Heilige Geist sind voneinander verschieden und doch ist Gott Einheit. Das bedeutet, die drei Personen, die bilden eine Einheit, die in Vielfalt mit sich bringt. Und ich glaube, das beste Bild, das ich persönlich kenne zu der Trinität, ist ein Wort aus dem Griechischen, das heisst Periocheresis. Du merkst ja, Griechisch in- und auswendig gelernt. Periocheresis ist ein Ausdruck, der bedeutet gegenseitige Durchdringung. Und ich habe euch ein Bild mitgebracht, das das so darstellt. Die gegenseitige Durchdringung von der Trinität, es ist wie ein Tanz. Es ist wie etwas, das
in einer dynamischen, wechselnden Beziehung ist miteinander, wo stetig sich gegenseitig eigentlich Platz macht, wo Raum lässt füreinander, wo verbunden ist, wo aussieht, vielleicht wie gefaltete Hände, wo man die Finger gar nicht mehr richtig zuordnen kann zu der einen und der anderen Hand. Das ist ein Bild auch, für das die göttliche Natur nicht eine Hierarchie kennt in sich selber. Es ist ein Bild davon, dass der Tanz so schnell dreht, so dass eigentlich das wie eins wird. Dass jede Person in der Trinität vollen Anteil hat an dieser Natur Gottes. So stark eine Gemeinschaft, die sich so fest liebt, zusammen ist, dass wir gar nicht anders können, als von einem einzigen Gott zu reden. Das ist so ein Bild, das mir hilft, um die Trinität irgendwie ein bisschen zu erfassen. Und schau, ganz ehrlich, am Ende des Tages, es bleibt ein Mysterium. Die Trinität ist ein Geheimnis. Und ich möchte dir noch sagen, das ist so wichtig, dass es das ist, weil ich glaube, der Gott im Himmel, den können wir am Ende des Tages nur in der Gemeinschaft wirklich erfassen. Es ist nicht so, dass wir Gott rationell fassen können in unserem Hirn oben, sondern es ist, Gott will sich finden in der Gemeinschaft. Und wir gehen noch weiter zu dem, was es genau für uns heisst. Yes, genau. Das Ganze, wir haben jetzt so ein bisschen Geschichte angeschaut, wir haben die biblischen Befunde dafür angeschaut und das Ganze bringt uns wirklich nur etwas, wenn wir es auch praktisch anschauen. Also ich bin davon überzeugt, ein Theologiestudium, das bringt mir nichts, wenn ich keine Beziehung zu dem Gott habe. Und habe ich mal eine Arbeit schreiben über die Trinität und dann habe ich mich mit verschiedensten Sachen auseinandergesetzt und die Hütte und das kritisiert. Und dann habe ich ein Buch gelesen und es hat geheißen «The Deep Things of God, How the Trinity Changes Everything». Also das Tiefe von Gott, wie die Trinität alles verändert. Und ich hatte dann kurz das Gefühl, wow, hey, ich glaube, ich habe es gecheckt. Mega nice, so cool, es macht mir Sinn. Und dann habe ich mit jemandem darüber geredet und ich so, nein, macht doch nicht so Sinn, ich komme doch nicht raus. Aber der Titel von dem Buch, das stimmt. Die Trinität verändert wirklich viel, es verändert alles. Es verändert unser Bild aus dem Evangelium, unser Gottesbild und auch unsere Gemeinschaft, wie wir untereinander in Beziehung leben. Im Epheser 2,18 steht Folgendes. Dort lesen wir, durch das, was Christus für uns getan hat, können wir jetzt alle, ob wir Juden sind oder nicht, in einem Geist zum Vater kommen. Das soll sich ein bisschen zusammenfassen. Das heisst also wirklich, Trinität beeinflusst das Evangelium. Ohne Vater geht es nicht, ohne Jesus geht es nicht und mit dem Heiligen Geist, der ist auch noch nötig gewesen. Also wir brauchen die Trinität, die Gemeinschaft, alle drei, damit das, was wir glauben, überhaupt Sinn macht. Es hängt alles zusammen. Das ist so wichtig. Und das Nächste, was verändert, ist eben unser Gottesbild. Ich finde es noch spannend. Der Joel hat eben vorher darüber geredet, die verschiedensten Darstellungen. Wir versuchen, die Trinität darzustellen. Und dann die Frage nach der Hierarchie. Und wie ist das? Also, es ist einfach verwirrend und kompliziert. Aber letztendlich bedeutet das, dass Gott selber eine Beziehung untereinander hat. Sie sind das Dritte. Und ich finde es so geil, weil er braucht uns eigentlich nicht. Gott braucht uns nicht. Er hat Gemeinschaft. Aber ich verbringe so viel Liebe Zeit mit jemandem, der mich nicht braucht, sondern der mich will. Und Gott will mit uns Beziehung leben. Er braucht es nicht. Er ist schon Gemeinschaft selber. Sie sind das Dritte. Er braucht uns nicht. Er will mit uns Beziehung leben. Und das Letzte ist eben, wie wir Beziehung untereinander leben. Hey, wir sind in diesem Ebenbild geschaffen von dem Gott, von dem Vater und vom Sohn und vom Heiligen Geist. In diesem Ebenbild sind wir geschaffen worden. Und genauso wie sie die Beziehung untereinander leben, können wir das eben auch machen. Das ist wie, oft brauchen wir das Bild von der Brut als Kille. Und genau so ein Bild ist die Trinität, von wie wir untereinander das machen dürfen. Wenn wir uns untereinander unterordnen, wo wir Beziehung leben, wo wir einander lieben. Hey, das ist ein liebender Gott, die lieben sich untereinander. Die haben Gemeinschaft miteinander. Und wenn wir in diesem Ebenbild geschaffen worden sind, dann sind wir das auch und dann brauchen wir das auch. Ich brauche das mega in meinem Leben. Mit Menschen unterwegs sein, die mich vorwärts bringen, wo ich Gemeinschaft mit ihnen habe. Und letztendlich, wir haben es am Anfang gesagt, und ich sage es jetzt nochmal, hey, es ist und bleibt ein Mysterium. Und es zeigt mir auf, schau, ich bin Mensch und es handelt sich da um Gott.
um einen dreieinigen Gott, um einen Vater, um einen Sohn und einen Heiligen Geist. Und ich komme nicht immer draus. Und das ist okay. Weil es zeigt mir einfach so, hey, er ist so viel grösser, so viel besser, so viel mehr, wie ich mir das vorstellen kann. Und ich denke, wir merken das immer wieder in unserem Leben oder in der Kirche. Hey, die Trinität ist irgendwo durch omnipräsent in unseren Liedern. Vorher haben wir uns Lied bei Jesus gesungen. In einem anderen Text kommt der Vater vor und dann der Heilige Geist. Und wir reden immer wieder, wie der mit uns geht, wie er uns durchs Leben begleitet, wie er immer dabei ist. Und es ist eben so wahr. Und wisst ihr, das Mysterium macht doch eigentlich oft Gewunderung. Und ich glaube, dass das es ist, was die Trinität auslösen bei uns. Es tut unsere Sicht aufs Evangelium verändern, unser Gottesbild, wie wir einander Beziehung leben. Aber letztendlich hoffe ich, dass der Abend und was wir heute gesagt haben, euch Gewunderung macht nach mehr. Dass ihr wollt, alle drei kennenlernen, dass ihr Beziehung zu ihnen leben. Dass ihr wissen, also, hey, er braucht mich nicht, er will mich. Der Gott, der will mit mir Beziehung leben. Und das ist das Entscheidendste. Wir dürfen ihn einfach kennenlernen. Wir müssen es nicht immer verstehen.